euch wieder zu sehen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag erlebt. Danke für die Einladung in die Gemeinschaft, Simon. Ich habe mich gefreut, dir zuzulassen. Und ja, hoffen wir, dass Jesus unsere Herzen erreicht. Auf den Spuren des Apostel Paulus, ich habe ja gesagt, ich war letztes Jahr auf dieser Reise in der Türkei. Für die es vielleicht noch nicht wissen, noch nicht kommen kommen, die 7 Sendschreiben, Ortschaften, die sind alle in der heutigen Türkei. Und ich habe noch gezeigt, es hat noch ganz einen Haufen andere Ortschaften, die in der Bibel im Neuen Testament vor allem vorkommen, die in der heutigen Türkei sind. Die 7 Sendschreiben sind ganz im Westen von der Türkei, die sogenannte Ägäische Provinz. Und wir sind da viel mit dem Gar unterwegs gewesen. Wir haben 5 von diesen 7 Gemeinden, Ortschaften besucht, wo es sich lohnt hat, hinzugehen, wo es auch etwas zu sehen hat. Bei 2 hat man nicht so viel gesehen. Philadelphia sind wir so nicht gegangen und noch an einen anderen Ort. Und jetzt sind wir da unterwegs nach Laodicea und was uns immer wieder aufgefallen ist, einfach, dass ich euch ein bisschen mit reinnehmen kann, ist das Bild da. Wenn man das anschaut, so von Distanz, weiss man gar nicht, wer das ist. Und wir beim Durchfahren haben es auch nicht so gemerkt. Aber was ich gemerkt habe und weiss, die Türkei ist ja ein muslimisches Land, oder? Und die gläubigen Muslime, sie trinken ja kein Wein. Aber überall sieht man Wein, nicht Berge, aber so wie sagt man dem, wenn es keine Berge sind? Einfach wie Plantagen, Rebplantagen. Und irgendwann haben wir es dann gemerkt, von daher kommen unsere Rosinen, unsere Weinbeere, die werden einfach da, der Reisebegleiter hat gesagt, die haben fast 365 Tage Sonne dort, oder? Und dann werden da grosse Plachen ausgelegt und die Weintrauben werden dort draufgelegt, rote und helle, bis sie getrocknet sind, dann eingesammelt und vermutlich gereinigt und nachher verpackt. Was ist echt das? Ja, es steht ja da. In Ägypten hat man Pyramiden und da findet man so pyramidenähnliche Hügel, die aufgestoßen worden sind, oder wie man dem sagt, und da drinnen liegen eben auch alte Könige oder von dem, was noch übrig geblieben ist, von ein paar Grabbeigaben auch, also die haben auch ihre Art Pyramiden in der Türkei. Im Schatten war es 25 Grad gewesen. Und dann plötzlich kommen wir in eine Gegend, wo wir das sehen. Was ist echt das? Das ist in Pamukkale, das ist ein Ort, wo viel Hochzeitfotos gemacht werden. Es ist auch ein Erholungsort, wo Leute in der Nähe Ferien machen, die Hotel. Das ist also nicht Schnee. Das ist Kalk. Das ist Kalk und das läuft da aus dem Hügel raus und formt sich da, bleibt da auf diesen Terrassen da liegen und das Wasser verdampft oder verdunstet und zurück bleibt der weiße Kalk. Das sind die berühmten Kalkterrassen von Pamukkale und Pamukkale, das ist bei Hierapolis. Und von dem sage ich noch heute Abend etwas, nur ganz wenig. Es kommt nämlich auch in der Bibel vor. Ich habe das gar nicht gewusst, als ich da war, weil das ist eine Ortschaft, die einem nicht so auffällt, weil es eben nur einmal erwähnt wird. Da sehen wir jetzt, sind wir eben in Pamukkale und wenn man dort bei diesen Bäumen hindern geht, nach etwa 5 Minuten ist man dann in dem Hierapolis mit einem riesigen Theater mit 20'000 Plätzen und einen Haufen Ausgrabungen, unter anderem auch das Grab vom Lukas soll dort sein, vom Apostel Lukas, also vom Jünger. Sage ich es jetzt richtig? Ist es der Lukas? Aber wieso, dass ich das Bild zeige, ist etwas anderes.
Da sehen wir über auf Laodicea. Irgendwo da hinten, mir sieht es halt nicht gut, ist Laodicea. Und heute zu Abend haben wir es ja über Gemeinde in Laodicea. Das ist Luftlinie, etwa 10 Kilometer. Wenn wir einfach überfliegen können. Überzufahren braucht ein bisschen länger. Wieso, dass ich das Foto drin habe, die Fotos nicht drin habe, weiss ich nicht, aber ich sage es jetzt gleich, das ist Antiochia in Pisidien. Der Paulus hat da predigt. Das ist eine alte Kirche, eine der ältesten Kirchen, die man im antiken Türkei, selber eine Gegend findet, in Kleinasien. Antiochia, Pisidien, und dort findet man auch den Apollo-Tempel da. Nicht der Zeus-Tempel, der Apollo-Tempel, ist nicht mehr viel übrig geblieben davon. Natürlich auch von der Kirche nicht, aber da haben wir eine kleine Andachkeit in dieser Kirche und da einfach noch den Blick in die Gegend hinein. Also das Bild ist zufällig hineingerutscht, ich weiss nicht mehr wo. Jetzt sind wir in Laodicea. Da sieht man gerade, wo das grosse Theater ausgraben oder wieder erstellen. Ausgraben haben sie schon. Es ist eigentlich bis da auf die Höhe ist es alles zugeschüttet gewesen. Und jetzt graben sie es wieder raus und wir sehen hier hinten das Weisse, das ist wieder Pamukkale. Hierapolis rechts davon. Genau, da nochmal das Theater. Da sieht man jetzt oben ins Theater rein. Die Steine, die sind alle durchnummeriert. Das hat man alles ausgegraben. Das braucht man alles, um dann das Ganze da unten wieder herzustellen. Es ist eine riesen Arbeit, die da machen. Faszinierend, wenn man das noch nicht sieht. Gut, ich glaube, das ist so. Das ist noch wichtig. Das ist auch in Laodicea. Das ist die Agora von Laodicea. Die Agora ist eigentlich der Marktplatz gewesen. Heute Morgen habe ich von der Akropolis geredet, wo das Regierungsviertel ist, oder? Das hat es auch da gehabt, Akropolis, aber das ist jetzt die Agora und dort hat man die Säule gefunden, da mit dem Kreuz drauf, der Menora, und wenn man ganz gut anschauen, sieht man da irgendwo, glaube ich, einen Fisch. Es hat uns gerade gut getan, eben in einem fremden islamischen Land so etwas zu sehen. Aber das ist nicht sehr alt, scheint, also nicht gerade aus der ganz ersten Zeit, wo die Gemeinde dort entstanden ist, sondern scheint es ein bisschen später. Gut. Laodicea ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt gewesen. Es haben sich dort Handelsstraßen gekreuzt, nach Kolossea, nach Hierapolis, nach Philadelphia. Und darum ist Laodicea eigentlich wie ein Zentrum gewesen, in dieser Gegend. Aber die hatten ein grosses Problem gehabt. Die hatten kein eigenes Wasser gehabt. Man hatte keine Quelle gefunden, wo man einfach aufmachen und dann Wasser daraus nehmen. So hat man das Wasser von einem anders hernehmen. Und man hat von Pamukkale oder Hierapolis, von selber Gegend, Wasser angezapft, heißes Wasser, das aus den Bergen rausgekommen ist. Und hat es die 10 Kilometer übergeleitet und dann wieder auf die Höhe von Laodicea. Jetzt ist das natürlich nicht mehr heiß gewesen, wo es dort angekommen ist, sondern höchstens noch lauwarm. Auf das kommen wir noch zurück. Das hat aber ein Problem mit sich gebracht. Man war anfechtbar gewesen, denn es ist relativ einfach gewesen, die Wasserleitung kaputt zu machen und die Leute dort oben zu verdursten lassen. So haben also die Laodiceaner oder irgend so etwas, die Leute in Laodicea, die mussten gut haben mit allen ringsum. Sie haben es ja mit niemandem dürfen verscherzen, denn das hätte ihnen Schwierigkeiten gebracht. Ich behaupte so ein bisschen, die Laodicener waren so ähnlich wie die Schweizer. Neutral gegenüber allen, mit ja niemandem verscherzen. Man könnte ja sonst zu kurz kommen. Also man musste mit allen Handel betreiben und überall nicken und schön brav sein.
verstehe mich nicht falsch. Ich tue nicht die Schweiz in dem Sinn verurteilen, aber es kommt mir manchmal ein bisschen vor, man will es mit allen ein bisschen recht machen, oder? Und ja, niemandem auf den Fuß treten. Kompromiss ist in Laodicea lebensnotwendig gewesen. Und tatsächlich hat es die Stadt geschafft, zu ansehnlichem Reichtum zu kommen. Sie haben Gold gekauft, haben das veredelt, haben einen Reinheitsstempel drauf gedruckt und haben es wieder verkauft. Und das hat Banken angezogen. Hat also dann schon Banken gegeben. Und die haben es mir ermöglicht, dass man Darlehen aufnehmen konnte für sein eigenes Gewerbe und etwas aufbauen so. So hat es Handelsfirmen gegeben, die viel Geld verdient haben. Der Reichtum wird erwähnt von Jesus wie ein Vorwurf. Du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du kennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ein Herzwort. Die Stadt war berühmt, auch wegen ihrer Wolle. Allerdings war die schwarz. Und heute Nachmittag haben wir ja auch von Wolle gehört, oder? Das war keine schwarze Wolle, aber die Schafe, wo man Wolle gewonnen hat, die war schwarz. Und die hat einen ganz besonderen Glanz gehabt. Und man hat Teppiche gemacht damit und Stoff gewoben damit. Und die war begehrt und beliebt gewesen. Man hat sie gut können verkaufen und es hat auch zum Reichtum der Stadt beigetragen. Und Jesus sagt, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, innerer Reichtum. Und damit du weiße Kleider hast, mit denen du dich bekleiden kannst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Auch da hat Gold, wie an anderen Orten, das im Gymnasium, wo dann eben auch, wie ich schon gesagt habe, zugleich auch Sportzentren sind, oder? Man hat dort die Leute, das sind Athleten gewesen, die studiert haben. Und einen grossen Teil von ihrer Zeit in dem Gymnasium haben sie Sport betrieben. Es sind übrigens natürlich nur Buben und Jünglinge dort gewesen, oder? Es sind keine Frauen dort gewesen. Aber man hat diesen Sport auf diesen Trainingsgeländen nackt ausgeübt. Und wie wir es heute Nachmittag schon gehört haben, auch da bringt das Jesus zur Sprache. Indem er sagt, dass du weisse Kleider hast und dich damit kannst bekleiden und deine Nacktheit, deine Bloßheit kannst zudecken. Noch ein anderes Produkt war in Laodicea berühmt gewesen, nämlich ihre Augensalbe. Viele Augenlidende sind auf Laodicea gereist und haben sich dort behandeln lassen und sind mit Augensalbung im Gepäck wieder heimgereist. Und auch das hat dazu beigetragen, dass sie den Reichtum ansammeln können. Also man merkt, die Leute in Laodicea, sie sind sehr erfolgreich gewesen, wenn es um Handel gegangen ist, wenn es um Geld verdienen gegangen ist, aber geistlich dekadent, armselig, erbärmlich, blind und entblößt. Darum schreibt Jesus, kauf Gold von mir, wo im Feuer gelötert ist, dass du weisse Kleider bekommst, um deine Blöße zu bedecken. Und Augensalbe kommt dann auch noch, damit du deine Blindheit kannst heilen lassen von mir. Es ist ein Herzwort, wo Jesus da braucht und an die Menschen, an die Gemeinde dort schickt. Und mir kommt es manchmal schon ein bisschen vor, in unserem schönen Land, wo wir gerne rühmen tun, dass wir mittendrin sind, so in einer ähnlichen Situation als Christen.
Das Materielle steht im Vordergrund. Man ist stolz über den eigenen Wohlstand. Man tut alles, um den zu erhalten. Das ist grundsätzlich nicht schlecht. Und Gott kann auch segnen, dass Wohlstand entsteht, auch äußerer Wohlstand. Aber wenn es nur noch das ist und innere Armut da ist, der Wertezerfall da ist, dann nützt uns auch der äußere Reichtum nichts mehr. Das ist eine geistliche Realität. Die Gemeinde wird sonst in der Bibel noch an einem anderen Ort erwähnt, im Kolosser. Gut, das habe ich jetzt da gerade übersehen. Im Kolosser 4, Vers 13 bis 16 schreibt der Paulus am Epaphras unter anderem auch das: Ich bezeuge ihm, dass er viel Mühe hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der Arzt, der Geliebte, und Demas. Grüßt die Brüder und Schwestern in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Und wenn der Brief, der Kolosserbrief, bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde von Laodicea gelesen wird und dass ihr auch den von Laodicea lest. Jetzt finden wir natürlich den Brief nicht in der Bibel. Der ist verschollen. Aber es hat einen Brief gegeben von Paulus an die Gläubigen in Laodicea. Und es wäre natürlich spannend gewesen, herauszufinden, was er dort drinnen schreibt. Was er für ein Bild hat von dieser Gemeinde. Es hat Versuche gegeben, dass man so ein Schreiben hat, wo wie ein Brief vermutlich gewirkt hat. Und man gesagt hat, das ist jetzt der Brief von Laodicea. Aber man hat herausgefunden, dass es nicht stimmt, nicht paulinisch ist. Und darum ist er auch nicht im Kanon aufgenommen worden. Jesus stellt sich vor, das sagt der Amen heißt, das tönt so komisch, oder? Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung. Es sind eigentlich 3 Titel, mit denen sich Jesus da vorstellt. Der Amen heißt. Amen heißt auf Griechisch, so sei es. So ist es. Das gilt. Und im Hebräisch bedeutet Amen fest, wahrhaftig und gewiss. Und interessant, der treue und wahrhaftige Zeuge hat im Hebräischen die gleiche Wurzel wie das Wort Amen. Das hängt also alles zusammen miteinander. Man könnte also lesen, der Verse so lesen, das sagt der Amen heißt. Und Amen heißt der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Und der Ursprung der Schöpfung Gottes, das erinnert uns doch an ein Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 1. Was heißt im Vers 1? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also da geht es um Jesus. Der Ursprung, am Anfang. Und da ist nicht ein Anfang gemeint im Sinn von dem, da war einmal nichts und dann ist Jesus gekommen, der Anfang, mit Gott der Anfang, sondern das ist ein anderer Anfang gemeint. Am Anfang schon ist Jesus dabei gewesen, wo Gott angefangen hat zu schaffen und wirken und die Welt zu schaffen. Jesus ist also schon dabei gewesen. Dieses war im Anfang bei Gott, er ist neben Gott so quasi, oder? Er ist nicht geschaffen worden, sondern er ist immer gewesen. Und dann heißt ganz klar und deutlich, alles ist durch dasselbe, das Wort, also Jesus, entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines oder etwas entstanden, was entstanden ist. Das ist wichtig für uns. Wir glauben zwar das, aber wir müssen uns es auch immer wieder bewusst sein. Jesus ist nicht Geschöpf, sondern Jesus ist Schöpfer wie der Vater im Himmel. Er ist immer gewesen, von Anfang an, vor alles geschaffen worden ist er schon gewesen. Es hat natürlich schnell mal Leute gegeben, nachdem dass Jesus im Himmel ist, wo irgendetwas anderes über Jesus behauptet haben. Oder es hat die gegeben, die behauptet haben, es stimmt gar nicht, dass er auferstanden ist, oder? Es hat die andere gegeben, die, zum Beispiel im Islam dann später, die gesagt haben, Jesus ist nicht der Sohn Gottes gewesen, sondern ein Prophet, oder? Und da hat es andere, die gesagt haben, Jesus ist auch ein Teil von der Schöpfung gewesen.
Und der Paulus hat das der Kolosser ganz klar müssen sagen. Er ist das Haupt des Leibes der Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene aus den Toten. Das ist ganz klar, denn er ist ja der Erste, der gestorben ist und auferstanden ist, oder von den Toten. Damit er in allem der Erste ist. Das Wort Ursprung, ich sage es nochmal, ich kann nicht Griechisch, ich kann nicht Hebräisch, aber ich habe es gelesen. Das ist das Wort Archai. Und Archai bedeutet ganz klar, er ist Mitschöpfer gewesen. An der Welt, an der Menschheit, an der Schöpfung, am ganzen Universum. Das gibt Jesus eine Autorität, wo man sonst nie nicht hernehmen in dieser Welt. Oder kein König hat die Autorität, kein Kaiser, kein Präsident, egal wie er heißt, egal aus welchem Land. Jesus hat eine Autorität und damit das sein Wort, das über allen anderen Autoritäten steht. Ihr erinnert euch, im ersten Abend habe ich gesagt, im ersten Kapitel steht, ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Allmächtige. Steht glaube nochmal etwas dort. Und im letzten Kapitel steht es auch, zwar nicht ganz am Schluss, aber doch im letzten Kapitel. Und Jesus steht also in dem Sinn über allem, oder? Er ist in allem, er ist über allem, er ist rund um alles herum, um alles Geschehen, um die ganze Schöpfung, um das Universum. Er ist um alles. Und darum ist sein Urteil klar und deutlich und in einer Autorität gesprochen, wo man nicht widersprechen kann. Man kann ihm nicht widersprechen. Und man soll ihm nicht widersprechen. Was er erkennt über die Gemeinde in Laodicea, ist Wahrheit. Man kann ihm nichts vormachen. Und er sagt, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Jetzt sehen wir eben das Wasser von da hinten. Die 10 Kilometer, vielleicht hat es noch einen Umweg gegeben, bis da über, ist nicht mehr heiß. Es ist lau geworden. Wer von euch trinkt gern lauwarmen Kaffee? Es gibt so Leute, ja, die haben gern lauwarmen Kaffee. Ich bin froh gewesen, habe ich heißen Kaffee bekommen. Elsbeth und Fred, danke vielmals. Wenn ich dann schon kalten Kaffee will, dann nehme ich Eiskaffee. Also entweder heißen Kaffee oder Eiskaffee, aber sicher nicht lauwarmen Kaffee. Das gleiche mit Suppen und Tee und so. Und Jesus sagt, du bist weder kalt noch heiß. Du bist lau. Ein schreckliches Urteil. Zum Erschrecken eigentlich. Wir kennen das Idiom, weder Fisch noch Vogel. Gell, das kennen wir. Weder Fisch noch Vogel. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wieso das im Alten Testament gewisse Tiere von den Juden nicht haben dürfen gegessen werden, weil sie als unrein gegolten haben. Und andere haben als rein gegolten. Wir kennen ja den Zwiespalt, den der Petrus hatte. Dort auf der Terrasse oben, auf dem Dach oben, wo Gott ihm das Netz mit diesen unreinen Tieren geschickt hat und er gesagt hat, ess. Und er hat gesagt, das esse ich nicht, das ist alles unrein. Du hast das verboten, dort im Alten Testament. Habt ihr euch schon mal überlegt, wieso das Gott bestimmte Tiere als unrein bezeichnet hat, wo sie nicht haben dürfen essen? Hat jemand eine Idee? Es war nicht gesund gewesen. Das wird oft gesagt, das hat vielleicht etwas dran, oder? Wir essen vielleicht zu viel Schweinefleisch und dann ist es auch nicht mehr gesund. Oder? Das ist klar. Aber das ist mit allem so. Man hat zum Beispiel auch gesagt, ja, jetzt zum Beispiel gerade bei den Sauen, das ist ja das spezielle Beispiel, das man immer wieder führen holt. Das ist ja so ein unreines Tier bei den Juden und bei den Moslems übrigens auch, weil sie am Boden alles auffressen, was würmt und kreucht und fliegt, also Engelin und so Zeug. Aber es ist nicht das. Es ist nicht das. Es hat einen anderen Grund. Weder Fisch noch Vogel sein. Das ist es. Der Strauß. Ist es ein Vogel? Der Strauß kann nicht fliegen.
fliegen. Er ist nicht wirklich ein Vogel im klassischen Sinn. Er kann nicht fliegen. Und darum ist er unrein. Also ein Tier, das nicht eindeutig an einer Gattung zugeordnet kann werden, ist bei diesen Tieren, mindestens bei den meisten, hat man herausgefunden, hat jemand geforscht drinnen, ein Theologe, ein Pfarrer, und hat das herausgefunden, es ist fast oder praktisch immer so, ein Tier, das nicht ganz eindeutig an einer Gattung hat zugeordnet werden, ist unrein gewesen. Weder Fisch noch Vogel sein. Weder kalt noch heiß sein. Wenn sie wenigstens kalt wären, hat jemand gesagt, Laodicea, dann könnte man ihnen Bekehrung predigen, das Evangelium. Aber die haben es ja gekannt, das Evangelium in Laodicea. Die haben ja gewusst, dass Jesus für sie gestorben ist. Ist gerade etwas runtergefallen, hoffentlich wegen mir. Jesus hat das Beispiel vom Wasser gebraucht, um ihnen zu zeigen, wie es wirklich um sie steht. In Laodicea. Weder kalt noch heiß. Wie kommt es denn, dass man weder kalt noch heiß ist? An was muss es liegen? An was kann es liegen? Kann man das, Christ sein, so halbpatzig? Kann man sich halbpatzig zu Jesus bekennen? Kann man das? Ich nenne das Problem der Laodicea ist ihre Selbstüberschätzung, ihre Selbstgenügsamkeit. Sie haben wohl gemeint, gute Christen zu sein und haben es verwechselt mit ihrem äußeren Reichtum, mit ihrem Wohlstand. Wir haben ja, was wir brauchen. Was brauchen wir denn mehr? Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Selbstgenügsamkeit und falsche Selbsteinschätzung. Vielleicht haben Sie das Wort nicht gehört. Jetzt weiss ich gar nicht, ob ich das auf der Folie habe. Ah nein, gehe ich nochmal zurück. Das Wort nicht mehr kennt, wo Jesus sagt in der Bergpredigt. Kapitel 5, Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihr ist das Reich der Himmel. Ich wünsche mir, wir sind alle geistlich arm. Was meint Jesus da damit? Dass wir bedürftig sind von Jesus, dass wir wissen, ohne Jesus geht es nicht. Wir brauchen ihn. Durch dick und dünn durch. Und wir bekennen uns zu ihm. Wir sagen ihm, Herr, ich brauche dich. Ich habe euch am ersten Abend erzählt vom Pfarrer Thomas Gerlach, der gesagt hat, und wenn ich das erkenne, dann bleibt mir nur noch etwas. Ich verstecke mich hinter einem Kreuz von Jesus. Ich halte mich an Jesus fest. Ich habe es nicht im Griff. Schaut, ich spüre in meinem eigenen Leben, wie schnell, dass man dem erliegt, genügsam sein, in einem falschen Sinn. Nämlich, schon gut mit mir, oder? Ich bin schon nicht ein schlechter Christ. Ich mache es schon irgendwie richtig. Und dann fehlt es natürlich auch um Bekenntnis zu Christus. Ist mein Bekenntnis zu Christus 100%ig da? Oder reden wir manchmal um den heißen Brei herum, weil wir eben wie die Leute in Laodicea, die Christen, es allen richtig machen wollen, allen gut machen wollen. Ja, niemandem so deutsch und deutlich sagen, du gehst verloren ohne Jesus. Dürfen wir das noch sagen? Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das noch sagen. Es könnte ja sein, dass wir dann als Ewiggestrige dastehen. Ich mag mich noch gut an die Situation erinnern. Am Bahnhof in Bern,
beim Felix dort und seinem Kollegen. Jetzt bin ich nicht sicher, ob ich das ein bisschen vorausnehme, aber ich habe es dann schon gesagt, können wir es dann sagen. Und da sagt der eine, ich weiss nicht mehr zu welchem, die Natur hat es gut gemeint mit uns, wo sie uns geschaffen hat. Und ich stehe ein bisschen da und ich weiss, ich bin nicht von der Natur geschaffen worden. Ich bin ein Teil von der Schöpfung, in dem Sinne von der Natur, aber da gibt es einen Schöpfer. Und dann stehst du da und kämpfst mit dir. Soll ich ein klares Wort sagen? Und auch mein Bekenntnis zu Jesus ablegen, zu meinem Schöpfer. Und ich habe mich dann überwunden. Ich habe mich überwinden. Und ich habe mich noch schämen selber, dass ich mich überwinden muss, so etwas zu sagen. Ja, das Bekenntnis zu Jesus, zu unserem Schöpfer Gott, zu dem, der mich geschaffen hat. Ich will auch damit sagen, es kostet etwas, Jesus nachzufolgen. Es kostet überwinden und nicht umsonst steht in vielen Sendschreiben am Schluss, wer überwindet, dem will ich geben. Wer überwindet, ohne Überwindung ist es nicht möglich. Es gehört dazu. Jesus hat gesagt, wer nicht mein Kreuz auf sich nimmt, oder? Der ist meiner nicht wert. Überwinden hat etwas mit das Kreuz von Jesus auf sich zu nehmen. Und anzustehen und zu sagen, ich glaube an Jesus Christus, dass er mein Heiland ist. Ich glaube an einen Schöpfer, so wie es in der Bibel steht, der mich geschaffen hat. Ich bekenne mich zu ihm. Es braucht Überwindung. Wieso haben wir so ein Problem manchmal, uns so klar zu ihm zu bekennen und eben heiß sein für Jesus, oder? Anstatt einfach so irgendwie durchschlängeln. Ich mag mich erinnern an eine Geschichte, die habe ich nicht selber erlebt, aber ich habe es gehört von einem Salutist, der in die RS gegangen ist. Und so nach den ersten 2-3 Wochen, als er in Urlaub kam, ist er gefragt worden, wie ist es gegangen? Da sagt er, gut, das hat es noch niemand gemerkt, dass ich teilsam gehe. Ich will nicht urteilen über den Menschen. Ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, ein klares Bekenntnis für Jesus abzugeben. Und prüfen uns selber. Man muss nicht mit der Tür, wie sagt man, reinfallen und noch mit Dummheit prahlen damit. Wir sollen auch weise sein, oder? Und der Petrus schreibt, wir sollen Antwort geben, wenn wir gefragt werden über das, was wir glauben. Aber wir sollen dazu stehen. Wieso macht es uns so Mühe, manchmal? Ist es vielleicht, weil es uns sonst zu gut geht? Weil wir vielleicht gar nicht so spüren, dass wir Jesus brauchen? Hat es vielleicht mit dem zu tun? Ich weiß es nicht. Aber es hat ganz sicher mit etwas anderem noch zu tun. Nämlich, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern dass wir eine Waffenrüstung brauchen, weil wir gegen Mächte von der Finsternis kämpfen, die in uns widerspenstig sich breit machen und uns hindern, ein klares Bekenntnis zu Jesus abzugeben. Zieht an den Harnisch Gottes, dass ihr bestehen könnt gegen die listigen Anläufe des Teufels, wo uns sagt, ja, du darfst schon ein bisschen fromm sein. Aber dann lange es wieder. Kannst die Leute in Ruhe lassen. Könntest du so aus verscherzen mit denen. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Fürsten und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen. Sie wollen die Menschen beherrschen und wollen uns am liebsten auch noch gerade mit ihnen nehmen. Mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Um deswillen ergreifet den Harnisch Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tage Widerstand tun und alles wohl ausrichten und das Feld behalten möget. Wir wollen das Feld nicht dem Find überlassen, sondern wir wollen das Feld behalten. Und das kostet Überwindung. Wir wollen nicht Rückzieher machen, wenn es darum geht, uns zu Jesus zu bekennen.
sondern wir wollen das Feld behalten. Wir wollen uns nicht genügen mit dem, was wir haben, auch um Äußerem, an Materiellem oder Wohlstand und so weiter. Wir dürfen das dankbar annehmen, aber Gott ehren da damit. Und uns nicht auf die Schulter klopfen und denken, ja, es geht schon gut mit uns. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Und jedes Mal, wenn ich das lese, verschrecke ich. Ganz ehrlich. Bin ich herausgefordert? Bin ich jetzt heiß oder kalt? Wenigstens eine, wenn schon nicht heiß, dann wenigstens kalt. Oder bin ich lauwarm? Einfach so das Hinplätschern. Einfach so das ein bisschen heute noch hot. Es ist schon ganz speziell, wenn man alle anderen Sendschreiben schaut, die eine Mahnung bekommen haben und einen Aufruf zu Buß. 5 haben ja eine bekommen, 2 nicht. Jedes Mal hat Jesus ganz konkret gesagt, an was das es fehlt. Bei den einen war es die Säbel. Sie haben sich zur Unzucht verführen lassen. Ihr könnt es selber lesen. Und da sagt er einfach so ein metaphorisches Bild. Du bist weder kalt noch heiß. Muss man das ja irgendwie einordnen können. Er hat nicht in dem Sinn etwas ganz Konkretes. Und das ist vermutlich auch schwieriger für die Gemeinde in Laodicea, dass man es nicht genau einordnen kann. Der Adolf Poll, ich rede noch mal kurz von der, nein, das lasse ich weg jetzt, das brauchen wir jetzt nicht. Ich habe zwar ein Bild da. Wir sind ja 5 Jahre in Basel Choroffizier in Basel 1, in Kleinbasel am Erasmusplatz. Und wenn ich meine Gebetszeit hatte, bin ich an den Rhein runter, ganz kurz, 100 Meter, und bin da an den Rheinhafen runtergelaufen. Und dann bin ich immer an dem Schiff vorbeigekommen. Das Schiff war immer da. Das war nie weg. Das war mit festem Tau angemacht. Es hat zwar zu Abend Leute drauf gehabt, mit Weingläsern oder Güppli oder wie man dem sagt in der Hand, Partyleute. Aber es ist immer an dem Ort geblieben. Ich glaube, der Zustand der Christen in Laodicea erinnert mich ganz stark an das Schiff da. Da kann man noch so viel Farbe drauf tun, noch so viel schmieren mit dem Getriebe und irgendetwas machen. Es wird nicht schwimmen. Es wird den Platz nicht rein, das eigentlich muss rein, nämlich Menschen zu befördern von einem Ort zum anderen. Man kann nicht sagen, ja, das ist ein Schiff, natürlich ist es ein Schiff, aber für was ist das Schiff? Für Partyleute, aber nicht für das, was eigentlich geschaffen worden ist. Man findet eigentlich nichts, was nicht stimmt an dem Schiff, oder? Es geht ja nicht unter da, aber es transportiert keine Leute. Man könnte sagen, der Besitzer von dem Schiff oder das Schiff selber, das spielt zwar Schiff, aber es ist nicht wirklich Schiff im eigentlichen Sinn, für das gebaut worden ist. Und man könnte sagen, die Gemeinde in Laodicea spielt zwar Chile, aber ist nicht Chile. Jesus sagt, ihr verkauft für teures Geld Augensalbe, aber selber sind ihr blind, was eures geistlichen Leben angeht. Jesus sucht Gemeinschaft mit Menschen, die für ihn brennen, die heiß sind für ihn. Es geht ja um Beziehung in diesen Tagen auch, oder? Aber Jesus kann nicht Beziehung haben mit Menschen, die weder heiß noch kalt sind. Für kalte Leute sagt er, ich bin gekommen, zu suchen, was verloren ist. Er sucht sie, oder? Für heiße Leute sagt er, ich komme zu euch und will bei euch Wohnung nehmen und will das Mahl mit euch heissen.
Das verheißt er da der Gemeinde. Aber für laue Leute, was soll ich machen? Was soll ich sagen? Ich kann nichts anfangen damit. Ich habe keine Beziehung mit ihnen. Wir merken also, unsere Beziehung zu Jesus muss von daher kommen. Da, vom Herz. Und nicht von einer Unterschrift auf einem Krebsartikel oder wo auch immer, sondern vom Herz her muss es kommen. Da muss es leben. Und wenn es da nicht lebt, dann muss ich ehrlich sein. Vielleicht brauche ich Augensalbe, um das zu erkennen. Vielleicht brauche ich Gold von Jesus, geläutert. Ja, wie kann man denn überhaupt Gold kaufen? Wir können es nicht. Auch wenn Jesus sagt, kauf bei mir Gold. Wir können es nicht. Wir können nur zu Jesus kommen und sagen, ich bin arm, ich brauche deine Hilfe. Hilf du mir. Du mein Leben erneuern. Du mich überführen. Vielleicht meine Selbstgenügsamkeit. Dass ich aus dieser Sackgasse rauskomme. Jesus sagt der Gemeinde in Laodicea, tut Buße. Eben. Augensalbe. Buße heisst für die Gemeinde in Laodicea Augensalbe kaufen, um die eigene Lauheit zu erkennen. Anerkennen und eingestehen, dass Lauheit nicht einfach etwas ist, was nicht so wichtig ist, sondern es ist etwas Tragisches. Es ist etwas Tragisches. Es ist Sünde. Jesus sagt, du Buße und kauf bei mir mit dem Gold, wo ich kann, weisse Kleider. Um Vergebung bitten, Vergebung annehmen und für Vergebung danken. Es ist keine Schande, wenn wir als Christen anstehen und Jesus sagen, ich habe versagt, ich brauche eine Erweckung, ich brauche Hilfe, ich brauche, dass mein Herz wieder heiß wird für dich und brennt für dich. Buß tun heisst Gold kaufen, sich neu orientieren an Jesus. Und im Vers 20 sagt er, Jesus Türen aufmachen, auf den Weg machen, damit der reinkommen kann und das Mahl mit mir halten. Wir kennen die Geschichte vom Zöllner, Zachäus. Er hat Jesus Türen aufgemacht. Und Jesus hat ihn reich gemacht. Nicht äußerlich, aber innerlich. Wie gut mag ich mich noch erinnern an die Zeit. Ich merke, ich werde alt. Ich fange immer öfter von alten Zeiten, Christian. Wo wir zweimal im Jahr von Haus zu Haus gegangen sind, 3 Wochen als Offizier. Und gesammelt haben für die Herbstkollekte und für die Frühlingskollekte. Habe ich mich überwinden müssen. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich nicht gern gemacht. Obwohl ich viel Schönes erlebt habe, aber das hat mich jedes Mal enorm Überwindung gekostet. Auch enorm Überwindung, einfach zu sagen, ich gehöre zu dem Jesus, oder? Aber das Schlimmste, was mir passiert ist, sind nicht die Hunde. Die haben mir auch Respekt eingeflößt. Ich war einmal an einem Ort, Achtung, bissiger Hund, an einem Gartentürli. Und alles so ruhig gewesen. Ich habe einen Hund gesehen und ich musste an die Haustür kommen, reingehen, den Gartenweg führen, ums Haus herum und dann Stegeli auf und dann bin ich an der Haustür gewesen. Und dann kannst du weder links noch rechts noch hinter und fürst steht plötzlich der Hund vor mir und starrt mich an. Und niemand daheim, niemand macht die Türen auf. Was machst du? Ich bin geschaut, wer haltet länger aus. Aber der Hund hat Ausdauer gehabt. Und ich bin ein Schisshase, wenn es um Hunde geht. Ganz ehrlich. Und am Schluss habe ich meine Mappe genommen. So von mir. Und habe ich versucht, davon zu schleichen. Aber das war nicht das Schlimmste. Wisst ihr, was wirklich mühsam war? Du gehst zu Abend in einen Block hinein, kommst an eine Wohnungstür ran, mit einem Spion. Du läutest. Du
siehst, dass jemand angeht und rausschaut. Psst, es ist Teil der Armee. Das habe ich mehrmals erlebt. Das ist frustrierend, dass man nicht aufmachen kann und sagen, nein, ich gebe nichts. Wie geht es echt Jesus, wenn er da, wie es heisst, an der Tür steht und anklopft an unsere Herzenstüre? Gehört er echt auch? Psst, es ist Jesus. Es könnte unangenehm werden. Wie geht sich denn Jesus, wenn er so etwas erlebt? Wie traurig muss er sein, wenn er vielleicht dich jetzt gerade in dem Moment anspricht, an dein Herz klopft und sagt, ich möchte eigentlich hineinkommen und dich wieder heiß machen für mich. Schaut, als Heisenoffizier bist du nicht geimpft gegen Lauheit. Es gibt keine Impfung gegen Lauheit. Gibt es nicht. Wie manchmal bin ich in Offiziersversammlungen dort gehockt und es hat mich innerlich bewegt, weil Jesus angeklopft hat. Und ich habe mich extrem überwinden zum Führen gehen. Und alle schauen zu an den Augen wieder einmal. Aber das ist eigentlich Wurst. Heiß sein für Jesus heisst sich auch überwinden für ihn. Und wenn er sagt, es ist jetzt Zeit, dass du dein Leben mit mir erneuern, dass du dich wieder neu beschenken und bereichern von mir, dann sollte man nicht Psst machen. Es könnte unangenehm werden. Dann sollte man aufstehen und führen gehen und dazu stehen, um beschenkt zu werden von ihm, auf eine ganz neue Art. Dass wir wieder heiß werden für ihn. Das wünsche ich uns allen von ganzem Herzen. Und vielleicht bist du jetzt unruhig, ich weiß es nicht. Ich möchte einfach, dass wir jetzt einen kurzen Moment still sind und wirken lassen, was Jesus in uns gesagt hat, in uns ausgelöst hat. Und hören, ob er wirklich am Klopfen ist. Und dann hast du die Möglichkeit, führen zu kommen. Oder vielleicht zu jemandem gehen. Wir wollen nicht an der Form festhalten und sagen, du hast einen Moment Zeit. Können wir miteinander reden und beten. Ich glaube, da hinten hat es ein Räumchen, wenn ich mich richtig erinnere. Dürfen wir die Freiheit nehmen? Dann mach's. Heute Abend. Wir sind still. Herr Jesus, ich bekenne heute Abend, dass ich immer wieder so Momente erlebt habe, wo ich es nötig habe, dass du anklopfst an meine Herzenstür und um Einlass bittest, um mich wieder heiß machen für dich. Mein Herz wieder ganz können erfüllen von dir und alles rausräumen, was nicht hineingehört. Ich danke dir, dass du so ein gnädiger Gott bist, dass du dich so sehnst nach dem, dass unser Herz dir einfach ganz gehört und nicht nur vielleicht ein kleines Säckchen. Und wenn heute du vor dort und deinem Herz stehst und klopfen tust, Herr, lass spüren, dass es du ja gut meinst und dass du dich sehnst danach, Einlass zu bekommen, um mit uns am Tisch zu sitzen und das Mahl einzunehmen. Bitte dich, dass wir nicht vergessen, was wir gehört haben.
sondern dass wir es mitnehmen, dass wir es nicht verdrängen, sondern dass wir darauf eingehen. Ich danke dir dafür. Amen. Vielleicht möchte jemand beten von euch. Man kann auch so Antwort geben, wenn Jesus klopft.